Yo, welcome to Let's Show, glaube ich, weil Let's Play von dem Spiel, weiß nicht, es ist ja kein Spiel, das ist eher ein Simulator. Industriegigant 2. Ich habe euch da einfach mal zeigen. Wir starten gerade mal ein Endlos-Spiel von einer Map, die heißt The New World. Die habe ich abgeladen. Und die gefällt mir noch. Da steht ja dann noch ein bisschen. Kann da. Aber. So 1950 Uhr, das ist gut. Dann starten wir da mal einen Gegner nehmen wir da. Nein, der hat den Hack gefressen. Oh, nein, der ist hübsch. Nein, okay. Ich glaube, ich hätte sehr Der ist Hack gefressen und der andere. Nein, egal. So, dann starten wir doch mal das Spiel. Ein Gegner sollte lange. In dem Spiel geht es eigentlich darum, Bau. Hallo, hört mich nicht jemand? Jo. Also, ich weiß nicht, ob der Audiogang ist. Es hat 0 Frames angezeigt für kurze Zeit. In dem Spiel geht es eigentlich darum, so schnell wie möglich eine grosse Firma zu gründen. Möglichst viel Industrie erstellen und damit eine Stadt beliefern. Zum Beispiel die da. Jetzt schauen wir mal, was wir da so könnten machen. Okay. Da ist jetzt die Maus schuld. Das tut mir leid. Da habe ich nicht wollen. Scheiße. Fängt ja schon gut an. Da ist zum Beispiel ein Lebensmittelmarkt. Dann seht ihr da, wenn man im Moment alles herstellen. Ich könnte jetzt auch einfach da auf die Häuser klopfen, aber naja, das ist nicht so schlau. Ich glaube, da hinten Metropolis heißt die Stadt. Das ist die größte am Anfang. Und die beliefern wir jetzt einfach mal mit Holz Zügli. Da bauen wir einfach mal dran. Da kommen dauernd Informationen. Also die Fenster, die wir da gesehen haben, das sind Informationen zum Spiel. Da könnt ihr jetzt noch den Preis einschalten, aber den lassen wir jetzt mal. 5 pro Monat. Also ja, Jahreszeit bis gesagt, im Winter wird es mehr. Da heisst, man macht so eine durchschnittliche Produktion von 6. Was brauchen wir für Holz? Zügli. Holz. Aber, wie es aussieht, tut es nicht in der Nähe viel Holz. Da oben hat es Holz. Und damit wir da können, näher unsere Stadt bringen, brauchen wir Transportweg. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen mit LKWs. Das ist recht, also nicht wirklich umweltfreundlich. Da gibt es Zeug, muss auch nicht unbedingt umweltfreundlich sein, kann aber. Da gibt es Schiff, das kann umweltfreundlich sein, aber auch, ja, ihr wisst schon. Da gibt es Flughäfen. Ja, später kommen dann auch noch Helikopterplätze dazu. Da ist eher für so Gold und so Sachen, die viel Geld kosten, denkt. Gut, dann beginnen wir mal unsere Produktion. So 4026 Euro oder lange. Für den Anfang. Dann bauen wir mal ein großes Lager. Jede Produktion braucht ein Lager. Ich stelle jetzt da ein, die gehen jetzt Holz fällen. Da steht jetzt 12 Einheiten im Monat. Das ist relativ viel. Also wir haben ja etwa gesagt 6 und das ist die Hälfte. Man kann einstellen, wie viel Prozent das sollen schaffen. Dann kann ich da das Gehalt einstellen, dann wird es je nachdem schlechter oder besser. Aber wir lassen jetzt mal. Die könnten auch dementsprechend streiken und so. Das ist manchmal gar nicht so lustig. Gut. Das Holz
soll dann auch noch bearbeitet werden, dass Holzbretter daraus werden. Die Firma, also die Industrie, macht genau 6 Holzbretter pro Monat. Ich glaube, ich tue eine Zeit abstellen. So, jetzt ist die Zeit angehalten. Sie produziert einfach vor sich hin. Gut, dann bauen wir noch eine Spielzeugindustrie. Die kann alles bauen, was mit Spielzeug zu tun hat. Die bauen einfach mal daneben. Dann stellen wir da ein, Holzlokomotive kann es 8 herstellen, dann lassen wir mal, weil die produziert eh noch so viel wie Sägewerk da herstellt. Jo, ich bin glaube der Erste, der etwas zu dem Spiel macht. Ich habe noch nicht wirklich auf YouTube gefunden. Es ist auch nicht wirklich ein Spiel, wo man jetzt sagt, ja, macht jetzt ein Let's Play davon. Es ist ja eine Let's Show. Also ich mache einen Part davon. Ich habe jetzt entschieden, dass wir mal mit Zügen anfangen. Ich mag Züge. Da gibt es verschiedene Modelle. Da Kosten, maximale Ladung, maximale Geschwindigkeit, Reparatur, Antrieb. Der Antrieb ist spielt eine später Rolle, weil dann kann man da Luxuspunkte holen. Mit diesen Luxuspunkten kann man dann sich ein Häuschen bauen und je nachdem, es ist dann auch ein Missionsziel. Spielerwohnsitz kostet Luxuspunkte. Für was die Spielerwohnsitz da sind, habe ich keine Ahnung gelassen. Das ist eine Reparaturwerkstatt, die sollte man immer anbauen. Wenn man die nicht anbaut, dann geht das Zeug mit der Zeit kaputt und dann kann man es nicht mehr brauchen. Jo. Bei unserem Verkaufsort müssen wir auch wieder ein Lager machen. Nochmal ein grosses Lager. Möglichst weit weg von der Stadt, aber so, dass es noch im Radius von unserem Verkaufsladen liegt. Machen wir da hin. Später können wir den immer so vergrößern und dann alle Produkte herstellen und so. Aber da schauen wir jetzt mal. Gut. Wir machen jetzt einfach mal Schienen mit Oberleitungen. Machen wir mal grün. Im Moment sind ja alle voll auf. Ja, kaufen neue Öko-Autos und bla 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 und weiß nicht was und ja, der ganze Scheissdreck. Dann verbinden wir da mal. Jetzt haben wir da ein Schienensystem von da oben nach dort hin. Dann wählen wir so zu. Jetzt schauen wir natürlich. Da hat Strom, Öl, Kohle, Öl, Diesel. Okay, aber die da, das ist anscheinend die einzige mit Strom. Da können wir jetzt auch mehrere Modelle machen. Dann drücken wir da mal auf OK. Da gibt es Unmengen von Möglichkeiten, die man herstellen und verkaufen und ja, wir machen jetzt einfach mal, er soll 6 aufladen und warten bis er fertig aufgeladen ist. Dann soll er da hinfahren, so, und warten bis er ausgeladen ist. Also dann wird das da einladen und dann wird am Monatsende verkauft. So. Ja, jetzt kommt er. Jetzt bla bla bla. Lokomotive. Ja, hast Freude dran, finde ich schön. Gut, dann machen wir da noch. Es gibt da noch ein Problem. Später kann man dann auch 2 Spuren machen. Spielt zwar keine große Rolle, die Züge fahren auch durcheinander durch. Jo, dann lassen wir da mal laufen. Seht jetzt da bei den Waggons, da hat es jetzt kein Ausrufezeichen oder was auch immer, Warnschild mehr. Da heisst, da hat schon etwas drin. Jetzt ist schon noch die Hälfte voll vom Zug. So. Und jetzt fräst er dann los. Dann hupt er noch. Dann fährt er da rein. Wenn er dann kommt, ja, kommt. Und ladet das Zeug ab. Dann fährt er zurück und wiederholt er. Jetzt sitzt da, wir sehen es im Lager. Jetzt können wir da einstellen, was eingelagert wird. Ich würde sagen, nichts. Aber, ja. Dann da sehen wir, was ist geliefert worden. Der Absatz. Dann da, wie viel ist verkauft worden.
Oh, sie wird nur noch 3. Oh, anscheinend ist etwas passiert. Ah, der andere hat uns da. Ah, der Vogel hat uns da einfach den Ding weggekratzt. Da. Und uns da gerade nebenan. Comic. Ja, Comic. Betrieb angemacht. Das ist NPC, die sind manchmal ein bisschen skrupellos, aber. Naja, egal. Jo, da ist ja dort der Industriegigant 2 gsi. Wir können jetzt hier auch komplexere Sachen machen, wie PKWs, Luxus-PKWs. Der Unterschied ist dann einfach, die Karosserie ist Luxus. Kostet auch dementsprechend und braucht mehr Sachen. Da musst du 10 von denen, 10 von denen. Wir können da zum Beispiel Eier herstellen, Milch, Leder, alles können wir da herstellen und dann alles da verkaufen. Ja. Manchmal stehen auf da, ich mag's. Manchmal zwischen ihnen ein bisschen Industrie machen. Jetzt hat er da schon. Nein. Da hinten. Da jetzt noch etwas erstellt. Genau noch das gleiche. Alles schön an der Stadt, so, da gibt es schön Minus da, Fabriken Minus da. So. Ja, NPCs halt skrupellos, aber. Jo, da war es gewesen, vom Industriegigant 2. Falls ihr ein Let's Play von dem wollt, schreibt es in die Comments. Je nachdem würde ich dann mich dazu bewegen oder nicht, aber ich glaube eher nicht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.